Mein Name ist Serge Reinert. Neben meinem Beruf habe ich immer große Begeisterung für Sport, Musik, Lesen und Philosophie gehabt. Ich bin seit bald 40 Jahren Förster an Lotzanter 15 Jahre responsabel zu Bießen. Obschon ich als Kind immer am Busch gespielt habe, bin ich aber echt per Zufall zu diesem Beruf gekommen. Der Beruf vom Förster Haut hat sich immens viel geändert, was einerseits sicherlich auf eine mehr umfassende und restriktive Gesetzgebung zurückzuführen ist. Andererseits ist der Bereich Naturschutz und auch der Erholung immer mehr wichtig gehen. Meine Arbeit spielt sich mittlerweile zu 60-70% am Büro auf. Also einen kleinen Teil am Busch oder an der Natur selber. Früher hat der Busch für allem eine grosse wirtschaftliche Bedeutung. Und das Bild vom schönen romantischen Busch als wichtiger Raum für Freizeit und Erholung war nicht immer so wie heute. Das Idee hat sich eigentlich recht Ende 18. Jahrhundert als Gegenpol zu den industrialisierten Städten so entwickelt. Begeisterung für den Busch hat vielleicht auch damit zu dienen, dass der Busch, egal was rundherum geschieht, seinen eigenen Rhythmus behält. Der Kollektiv von Bäumen an hier Langlebigkeit setzen als Existenz, doch aber immer an den anderen Kontext. Die Gestion vom Buschkäfig gehört auch zu unserer Arbeit. Wir als Equipe organisieren hier alles rundherum Zeremonie. Das Leute den Busch als hier letzten Platz wählen, hängt sicher damit zusammen, dass der Busch durch seine Ruhe, der Wechsel von den Jahreszeiten, als seinen natürlichen Rhythmus einem irgendwie Gefühl gibt, an etwas Großes angebettet zu sein. An meinen Anfangsjahren als Förster habe ich mit viel Freude am Bereich Naturpädagogik geschafft. Heute sehe ich meine Rolle echt daran, die Leute, die an der Materie arbeiten, zu beraten und logistisch zu unterstützen. Das ist ein bisschen wie im Leben. Man kann nicht alles kontrollieren und alles auf eine Karte setzen. Wir wissen wirklich nicht, wo es hier geht. Aber ich denke, was mehr breit aufgestellt ist, was vielleicht finalement mehr ein grosses Repertoire hat, der Ungewissheit zu begegnen. Bießen. Ein Gemeng, die verbindet.